Ich glaube, momentan nervt mich in Bezug auf Männer, wenn es darum geht, Care-Arbeit zu leisten oder im Haushalt mitzuhelfen, dass man nicht immer von helfen reden würde. Weil das impliziert immer, dass eigentlich Frauen zuständig sind und dass es bei Männern etwas Freiwilliges ist. Wenn heute eine Frau Hausfrau ist das üblich, immer noch. Aber wenn ein Mann Hausmann ist, dann machen alle so, cool, also das finde ich dann gut, dass die sich für das Modell entscheiden. Ich mag so Zeug nicht mehr hören. Es sind deine Kinder, du hast sie wollen, es ist auch deine Verantwortung. Wir sollten doch selber sagen, das ist doch normal, ein Mann auf dem Spielplatz mit seinem Kind. Und die 30 anderen Frauen sieht wieder niemand. Das habe ich schon mehrmals in der Zeitung gelesen. Obwohl beide arbeiten, die Frauen immer noch mehr machen im Haushalt. Ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht mit meinem Vater, wo meine Mutter in der Ferien war, dass er plötzlich angerufen hat und gefragt hat, wie unsere Waschmaschine funktioniert. Ich sage euch jetzt einfach mal eins, ihr Männer, helft endlich mal mehr daheim. Macht euren Teil, weil das ist, was es braucht in einer Familie. Gegenseitige Unterstützung. Ich finde, in einer Firma heute darf es nicht mehr sein, dass ein Mann mehr verdient als eine Frau in der gleichen Position. Es sind ja 13% immer noch. Jeder, der eine Führungsposition hat in einer Firma, sollte dort hinschauen und das ändern. Das ist eine absolute Frechheit. Zum Glück haben wir jetzt kein Problem mit Diskriminierung. Aber ich kenne viele, die 2 Jahre lang einen Job gesucht haben. Studierte Frauen, die wirklich in der Uni sind und dann nur wegen ihrem Kopftuch oder wegen ihrem Namen keinen Job gefunden haben für 2 Jahre. Ich finde das so intolerant. Ich finde, die Schweiz ist sehr fortgeschritten, aber wenn man vergleicht jetzt in Familienthemen, dort doch nicht. Dort, wo ich arbeite, hat der Vater 2 Wochen Vaterschaftsurlaub. Das ist mega sozial, weil das in der Schweiz so unüblich ist. Und ich finde das alle wenig. Also ich bin ja dann die Mami und dann bin ich mit dem Kind schon nach 2 Wochen wieder alleine. Ja, zum Vaterschaftsurlaub! Ich möchte mehr Frauen haben, die sichtbar werden in der Politik, in den Medien. Für mich ist eine genderkonforme Sprache eines der Mittel, um Frauen sichtbar zu machen. Kleine Mädchen merken, ich kann auch Astronautin werden, ich kann auch Frau werden. Also ich würde auf jeden Fall mal die Diversität der Frauen schätzen und jedem eine gleiche Chance geben, egal ob sie Asiatin ist, Schwarze, Muslima. Ich habe häufig das Gefühl, dass Frauen hier das Gefühl haben, dass die Emanzipierung oder der Feminismus bedeutet, dass man sich verhalten und ausdrücken kann wie ein Mann. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch viel wichtiger zu sagen, man kann super girly sein und alles pink anlegen und weiss nicht was, und man kann gleich respektiert werden. Und sonst ist es einfach die Erlaubnis für Frauen, Männer zu sein und nicht Respekt für Frauen. Wenn man eine Frau ist, die sich pflegt, wird man oft auf das reduziert. Und das nervt mich. Man wird belächelt. Ich bin eine, die sich gerne pflegt. Ich habe seit Jahren meine Nägel immer gemacht und bin immer geschminkt. Ich liebe das, wegen mir. Ich fühle mich so wohl. Klar, ich bin nicht Husse, aber ich kann auch über die tektonische Erdplattenverschiebung reden mit jemandem. Oder über Pythagoras. Nur weil ich mich schminke, heisst das nicht, dass ich den Satz von Pythagoras nicht kann. Und das regt mich auf. Schaut auf die Qualifikationen, die ein Mensch hat. Und nicht, wer er ist, sondern was er bringt. Aber es ist mir gleich. Ich zeige auch gerne jedem, dass mehr in mir steckt, als man zuerst meint. Aber was ich mir wünschen würde, ist, glaube ich, dass Frauen einfach mehr füreinander einstehen. Und dass dann vielleicht genau in einem Büro, wenn einem etwas Sexistisches passiert, dass dann ein anderer auch sagt, hey, nein, du hast recht, du hast nichts Falsches gemacht. Ich habe das Gefühl, man lernt eben als kleines Kind schon oder als Mädchen, dass man sich zurücknehmen muss, dass man aufpassen muss. Du musst am Abend nicht allein unterwegs sein, du musst dich so und so kleiden, damit du dann nicht angegriffen wirst. Weil es ist ja in deiner Verantwortung, nicht angegriffen zu werden und nicht in der Verantwortung von einer anderen Person halt einfach keine Gewalt anzuwenden und kein Arschloch zu sein, oder? Wenn ich durch Bern laufe und parat gemacht bin, dann will ich nicht hören, schöne Frau oder das macht mich richtig hässlich, weil das muss man mir nicht sagen, das interessiert mich nicht, ich muss das nicht hören. Gerade als ich jünger war, hat es Situationen gegeben, wo ich dann eben nicht hergestanden bin und gesagt habe, hey, mach das nicht. Das ist völlig daneben. Was langst du mir einfach an den Arsch? Das machst du einfach nicht. Oder auch im Ausgang, beim Tanzen und ich spüre, wie mir jemand anlenkt. Das geht einfach nicht. Also da rast du richtig aus und dann bin ich auch schon hey. Einmal bin ich im Zug gehockt und mir ist ein Typ vis-à-vis gehockt und wir haben nicht geredet, wir haben beide Musik gehört. Und kurz bevor der Zug angekommen ist, steht er auf, gibt mir einfach einen Kuss auf den Mund und lenkt mir zwischen die Beine. Und ich war in diesem Moment so schockiert. Das Schlimmste an diesem Moment war mehr, dass ich mich in diesem Moment nicht gewehrt habe und ich mich wochenlang aufgeregt habe, dass ich ihn nicht geschlagen habe, dass ich ihn nicht angeschrien habe. Was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass die Männer mehr Kraft haben als wir. Ich fände es halt auch cool, wenn häusliche Gewalt kein Thema mehr wäre, weil die Frau einfach zurückschlagen
Und der Mann würde sie nie mehr anlängen, weil sie so einen Zug drauf hat. Sich können wehren ist etwas, was man halt, glaube wirklich von klein auf muss lernen muss, weil man einem eben nicht eintrichtert, dass man zickig ist, dass man hysterisch ist, wenn man für seine eigenen Rechte einsteht. Ich bin auch gerne eine Frau und wenn ich wählen kann, wie sich mein Spermium hat entwickelt, dann hätte ich immer wieder wollen, dass ich als Frau auf die Welt komme. Und ja, ich bin auch gerne eine Frau.